Hallo! Heute geht es um neue Spammaschinen, herzige Tierchen und falsche Kommentare. In Ischer Asaraf-Kantine gibt es Rösti mit Gemüse, an Tomaten und Currysauce. Also Rösti Casimir. Und wer die alten Skibändel hier von Matteo gewonnen hat, das erfahren wir am Schluss der Sendung. Wir starten gerade mit einer dringenden Warnung an alle Schweizerinnen und Schweizer. Obacht! Betrüger verschicken jetzt Phishing-Mails auf Schweizerdeutsch. Liebe Kundin, liebe Kunden, wir möchten Sie informieren, dass unsere Zusteller heute versucht hat, ihr Paket von bragg.ch zu liefern. Aber leider waren sie nicht daheim. Oh nein, ich war nicht daheim. Warum ist der Paket nicht in meinem Stegenhaus? Was haben sich die Betrüger überlegt? Ich meine, es gibt keine herzigere Sprache als Schweizerdeutsch. Und es schüchtert einfach null ein. Auf Deutsch so: Bezahlen Sie jetzt sofort diese Gebühr oder Sie kriegen Post von unseren Anwälten. Wie hast du Angst? Du musst ja richtig Angst haben, nicht so So hat man von der Schweizer Angst. Ja, genau, ja. Und auf Schweizerdeutsch wäre der echt so lieb und würde dir die paar Franken überweisen. Also nur, falls es euch keinen Umstand macht für auch. Ihr könnt sehr gerne twinten. Danke, ade. Der TikToker Swiss Facts Data hat mit Hilfe von KI aus Schweizer Kantonen Pixar-Plakate gemacht. Darum schalten wir jetzt kurz zu unserem Aargau-Korrespondent Joso. Was soll der Aargau sein? Wenn er mich verarschen? Unser Wasser ist nicht blau, unser Wasser ist grün wegen dem ganzen Atommüll. Und dort drinnen schwimmen kein Fisch, sondern alte 3er BMW, SVP-Plakat, ein Gummibötchen von einem toten Zürcher, der uns unterschätzt hat. Und das heisst nicht «findet Nemo», sondern «findet Nenad». Und nicht sein Vater sucht ihn, sondern die Kantonspolizei. Wo ist überhaupt der Fressbalken von der A1? Das ist Kulturgut in diesem Kanton. Danke, Joso, für deine Einschätzung. So würde also das wirkliche Plakat aussehen. Mir hat der KI einmal gesagt, sie soll ein Bild von Zürich machen. Die KI hat gesagt, «Fick dich, mach doch selber». Tierli! Juhu! Miau, miau. Wuff, wuff. Hund. In New Jersey hat ein Hundebesitzerin ihren Schnaps nicht richtig zugemacht. Die Chance hat sich der Jack nicht entgehen. Stell dir mal vor, wie schwer kann es sein, mit 4 Beinen besoffen zu laufen? Ich meine, ich habe schon Schwierigkeiten mit 2. Stell dir vor, wenn du ein Hund bist und du musst eine Flasche haben. Das frage ich mich auch. Wie hat er da draus getrunken? Weiß nicht. Und den Schraubverschluss aufgemacht? Das war ein hochbegabter Hund auf jeden Fall. Das Schlimmste ist aber, dass der Jack in der Nacht um 2:30 seiner Ex noch ein Bild von seinem Knochen geschickt hat. Sauhund. Wolf. Naturverbände wollen eine riesige Wolfsjagd verhindern. Im Wallis haben sich nämlich rund 800 Menschen freiwillig zur Wolfsjagd gemeldet. 800 Freiwillige gegen 34 Wölfe. Oder das unfairste Versteckis ever. Pudel. Der Thomas Gottschalk macht endlich Platz. Platz, Tommy, Platz! Ja, brav! Vorher hat er aber bei Wetten, dass noch mal so richtig das Männchen gemacht. Opern magst du gerne, dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Pfui, Tommy! Weiß auch nicht. Du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen. Warum denn nicht? Ja, weil ich gut aussehe? Aus, Tommy! Es war auf jeden Fall seine letzte Sendung Wetten, dass. Campo dai farfallone amoroso. Er lebt jetzt glücklich auf einem Bauernhof, bis er eingeschlafen wird. Was passiert jetzt? Ihr Herrschaften, herzlich willkommen, Schweiz, Deutschland und Österreich und meine Liebe. Der Onkel kommt mal direkt hierher. Jetzt geht's nämlich um die erste Wette. Wir gucken uns Gottschalk, ja, ist gut. Alles gut, wir kommen wieder. Es ist schon 5 Uhr. Das Nachwasser ist parat. Dranbleiben, gleich kommt noch Peter Maffay und Cher. Von den Tierli-News geht's jetzt zum Recap. Das Leben ist kein Zugus. Willkommen zum Recap. Das Gös geht einer 100 Liter Heizöl auf eine Wiese geleert. Schau nur, weil Heizöl auf den Boden leer ist, ist es noch lange keine Bodenheizung. Du Double. Solothurn ist einfach der Aargau leid geworden. Die Schweiz hat Menschenrechte bei den Corona-Massnahmen nicht verletzt. Dafür sind jetzt wieder dem seine Gefühle verletzt. Unnötige Volksinitiative Loading. Apropos, in China huschen auffällig viele Kinder umeinander. 2019 angerufen, es will ihre scheiß Pandemie zurück. Und auf TikTok gibt es jetzt den Bird-Test
ist, um herauszufinden, ob du ein gutes Bärli bist, so ein Dreck-Bird-Test. Früher haben wir einfach noch gevögelt. Smash. Etwas, was der Langläufer jetzt nicht mehr kann, also nicht, weil ihm das Schnäbi eingefroren ist, einfach weil er ein Langläufer ist. Mein Dick verloren! Was für ein Losersport. Sunrise wird jetzt Sunset. Die stellen nämlich 200 Leute auf die Straße. Geil, macht der Feder in dem Fall jetzt Werbung für Saraf. Und St. Gallen ist ein Autofahrer besoffen von der Polizei weggerannt. Mit dem Auto wärst du im Fall schneller gewesen, du Doppel. Auf Netflix läuft wieder Squid Game. Das Mal aber nicht mit Schauspielerinnen, sondern in Real Life mit Challenges. Let the game begin. Und gleich gibt es schon eine erste Sammelklage der Teilnehmenden. Der Vorwurf, sie mussten bei -3 Grad umrennen, haben violette Hände bekommen und sich Verletzungen zugezogen. Oder wie man früher gesagt hat, Pfadi. Ihr habt Squid Game bestellt, ihr habt Squid Game bekommen. Aufhören jammern. So sehen die Menschen uns, die im Fernsehen wirklich leiden müssen. Wir werden nicht aufgeben, aber es ist verdammt hart. Oder was ist mit dem? Es ragt richtig wieder ein. Und das sind Menschen, die richtig leiden müssen. Ja, ich hätte auch die Feministin nicht angesehen. Das ist unangenehm. Leiden die bereits zur Zeit an Weihnachtsmärkten. Es ist kalt, es hat überteuerten warmen Wein und viel zu viel Leid. Eine professionelle Einschätzung jetzt von Matteo Gudenmarkt. Warum geht man an einen Weihnachtsmarkt? Damit der Grund ist, am Dienstag zu saufen. Darum gehst du nicht wirklich da, um von irgendeiner Perlenkette regular einen Traumfänger anzudrüllen, oder? Kaufst du ein Weihnachtsgeschenk, das kein Mensch braucht. Oh cool, Salatbesteck und Socken mit Avocados drauf. Wenn du gegangen bist, wie viel das direkt in den Ofen. Das ist ja immer mitten im Zentrum. Du kommst nicht dran vorbei. Schickst in Zürich aus dem Zug aus, bist noch nicht mal aus dem Bahnhof draussen. Hörst schon Mariah Carey. All I want for Christmas ist, dass ihr euch alle verpisst mit euren Daunenjacken und Glühweinstiefeln. Und schau mal, da gibt es Wokpfannen. Wie weihnachtlich. Kommst ja nie auch nur 1 Meter voran, weil die ganzen Bauern und Schwaben das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt auch noch für 30 Stutz Raclette ins Gesicht schrauben. Am Schluss ist das Portemonnaie weg und das fährt irgendein mit dem Lastwagen rein. Danke für gar nichts, Jesus! Kommen wir zu dem jungen Herr da. Und Sie sind schuld, wenn tagtäglich Schweizerinnen und Schweizer angegriffen, ausgeraubt und vergewaltigt werden. Der Nils Viechter, Co-Präsident der jungen SVP Bären, Kantonsrat und Macher von der Kampagne. Wegen dieser ist er übrigens vom Bundesgericht wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden. Kann mal passieren. Jetzt verteidigt ihn aber jemand. Zara Löchlinger. Sie hat bei einer Berner Zeitung kommentiert: Bin zwar keine SVP-Wählerin, Viechter macht mir aber einen soliden Eindruck. Die Verurteilung wegen angeblicher Rassendiskriminierung ist ein Witz. Komisch. Zara Löchlinger gibt es gar nicht. Der Kommentar kommt von einem E-Mail-Account mit dem Namen Nils Viechter. Kann ich jetzt epische Musik haben? Schreibt der Nils Viechter also positive Kommentare über sich selber? Ein Indiz? Ich bin zwar nicht SVP-Wählerin. Klingt halt schon ein bisschen wie «Ich bin zwar kein Rassist, aber...» Oder identifiziert er sich jetzt als frei? Hischi, Löchling, er. Der Nils Viechter streitet alles ab. Ganz offensichtlich versucht mich hier jemand 3 Tage vor meiner Vereidigung als Grossrat zu diskreditieren. Wird schon stimmen. Ich meine, mit Hetzkampagne kennt er sich ja uns. Und zum Schluss noch Trommelwirbel für die Auflesung vom Verlierspiel. Die Frage war, wieso ist Weiss keine Farbe? Gewonnen hat der Beida 3-9-1 mit der Antwort: Zum Glück ist Weiss keine Farbe. Sonst wäre mein Drucker ja immer leer. Und hier kommt euch eine neue Wettbewerbsfrage von dieser Woche. Rebi. Wir kommen zum Verlierspiel und gehen schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar, wenn du etwas lesest und die innere Stimme in deinem Kopf dir dann vorlässt, wer lässt dem zu? Unter einer falschen Antwort verlosen wir da Tüchli, das schon seit Anfangsjahr hier in der Dusche hängt. Und wir wissen alle nicht, wem es gehört. Wir alle wissen, es gehört einem ja so. Schreib deine Antwort in die Kommentare und wer weiß, vielleicht bist auch du schon bald Besitzerin oder Besitzer von dem bakterienverseuchten Lumpen. Viel Pech! Das war's für heute. Tschüssi! Bye bye. Ist das eigentlich ein ausgestopfter? Das hier? Ja. Das ist mein Süßtier. Mein Wolf, weißt du? Hat jeder mal so einen daheim? Alle haben einen daheim. Darum gibt es so viel. 34.